Herzlich willkommen in der Churchbox. Heute Morgen mit einem spannenden Gast. Der Dave Hofer ist am Start. Hey Joel. Schön bist Hi. du da, Dave. Danke. Du leitest bei uns in Zürich den ganzen Integrationsbereich, die Small Groups. Und heute gucken wir zusammen behind the scenes in ein Thema, das auch dich beschäftigt und wo wir jeden Sonntag drüber sprechen. Da sind wir sehr konstant. Genau. Coming Home. Yes, genau. Was ist Coming Home? Worum geht's da? Hey, Coming Home ist ein Angebot für Personen, die neuer im ICF sind oder vielleicht auch einfach wie Leute kennenlernen wollen. Und das machen wir nach jeder Celebration. Bieten wir das an im Foyer. Leute können zur Connect Lounge kommen und dann, es geht wirklich darum, Kirche besser kennenzulernen. Hey, wie sind wir organisiert, aber auch Leute kennenlernen, Leaders kennenlernen und so weiter. Also es ist gleich draußen im Foyer, gell? Ja, ganz genau. Und muss ich da irgendwie vorbereitet kommen? Muss ich da was mitnehmen oder wie muss ich dorthin kommen? Einfach kommen. Und was wir jetzt gerade eigentlich wie neu eingeführt haben, ist, dass wir, wenn ich in eine Schokoladenfabrik gehe, dann gehe ich nicht in einen Seminarraum und sehe da auf dem Video, wie sie Schokolade herstellen, sondern ich gehe wirklich in die Produktion und ich kann da einfach das... fühlst du es? I hear you, bro. Und es ist ja wirklich, man riecht die Schokolade und alles. Und so nehmen wir einfach Leute mit auf eine Tour, wo wir an verschiedene Positionen gehen und einfach über die Fragen sprechen, die Leute haben, die vielleicht neu im ICF sind. Also du kannst da Kirche hinter den Kulissen ein bisschen erleben und das ICF so auch kennenlernen. Ja, mega spannend. Wenn ich jetzt diese Coming Home Group oder dieses Coming Home Experience Erlebnis da erlebt habe, was passiert dann? Was kommt als nächstes? Hey, wir schauen dann eigentlich wie mit den Leuten individuell. Hey, was könnte der nächste Schritt sein? Es ist nicht so, hey, jetzt musst du das und das machen. Aber von unserer Jüngerschaftskultur her mit Entdecken, Vertiefen und Weitergeben ist der logische nächste Schritt nach Coming Home ist Entdecken. Also mit dem Entdecke-Gott-Kurs, wo einfach wie nochmals mehr eintauchen, noch mehr herausfinden, hey, was glauben wir wirklich? Und Leute kennenlernen, für 10 Wochen mit Menschen unterwegs sein. In einer Small Group. Sehr cool. Also, wenn ich eine Small Group will, Teil eines Teams werden, irgendwo Anschluss finden, das ist mein Ort eigentlich. Ja, ganz genau. Coming Mega Home und da einfach alle Fragen stellen, die man hat. Also wenn das für dich ist und du merkst, du fühlst dich angesprochen, bist vielleicht neuer da, dann laden wir dich ganz herzlich ein, einfach vorbeizukommen. Du kannst auch online dich reinklicken, da gibt es das Ganze auch online und du findest dort auch Möglichkeiten, wie du connecten kannst mit Coming Home Online. Heute, Dave, haben wir Taufen. Hey, die begeistern mich immer. Ich freue mich schon richtig drauf. Mich. Ja, ich habe gehört, wie viele Leute lassen sich taufen heute? Hey, heute sind es 14. 14 Leute. 14. Wir hatten bereits im Summercamp 3 Taufen, also es ist eine Woche. Ich feiere das so richtig. Ja. Richtig cool. Hey, vor ein paar Wochen haben wir so einen Clip aufgenommen, wo wir ein bisschen gesprochen haben über die Taufe und lass uns das mal zusammen angucken. Joel, aus theologischer Sicht, was bringt mir die Taufe? Also grundsätzlich ist es mal ein Statement, oder? Ich lege ein Statement ab, hey, ich bin all in, da bin ich dabei, ich bin Teil von dieser Gemeinschaft von Christen, ich bin Teil der Familie Gottes und es ist wie ein Statement, dass ich dazugehöre. Und ich glaube auch, es bewegt etwas in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wenn ich mich taufen lasse, weil es eben ein Zeichen ist, es ist ein kraftvolles Statement und mit diesem Statement setze ich ein Zeichen, das auch Auswirkungen hat auf mein Leben, ganz praktisch. Und ich trete ein in diesen Segen hinein, der Gott auch mit dieser neuen Schöpfung, das ja auch ein Zeichen ist der Taufe, eben auch versprochen hat. Muss ich mich taufen lassen als guter Christ? Oder bin ich dann ein guter Christ? Ja, die Frage ist natürlich, was ist ein guter Christ? Gell? Das stimmt. Ich glaube, schau, es ist so, es ist wie wenn jetzt Ronaldo wechselt zu Man U, oder? Und er kommt hin und das ist wie sein Trikot, das er jetzt anzieht. Das wäre irgendwie mega komisch, wenn er ohne Trikot spielen würde. Es ist ein Zeichen, es ist nicht das Trikot, das ihn Teil der Mannschaft macht, sondern er hat einen Vertrag unterschrieben. Das war seine Entscheidung dort, oder? Aber das Trikot besiegelt das und es zeigt, ich bin Teil von dem. Und für mich ist das ähnlich. Es ist ein Zeichen dafür, dass ich Teil von der Mannschaft bin. Die nächste Frage ist vielleicht schon, ja, geht in diese Richtung, aber bin ich dann erst gerettet, wenn ich getauft bin oder
schon vorher? Nein, absolut nicht. Also die Taufe selber ist nicht das, was uns die Rettung bringt. Oder? Die Bibel sagt, dass wenn wir bekennen mit unserem Mund, dass Jesus der Herr ist, dann sind wir gerettet. Und die Taufe ist eigentlich wie es ist wie der Abschluss, es ist so, das macht einen Sack zu, könnte man sagen, oder? Von meinem Entscheid, Jesus nachzufolgen. Es ist eine logische Konsequenz, sich taufen zu lassen. Ist eine Taufe, hat ja ein Ablaufdatum, also wenn ich plötzlich merke, ich bin irgendwo auf falsche Abwege gekommen, ist dann plötzlich die Taufe ungültig? Nein, die Taufe läuft nicht ab, sondern die hat ewigen Charakter. Und es ist auch so, wenn du vielleicht als Kind getauft wurdest von deinen Eltern, ist es grundsätzlich nicht so, dass die nicht gültig ist. Es ist aber so, dass wir schon auch Menschen ermutigen möchten, einfach als ein Zeichen eines bewussten Entscheides, sich vielleicht noch mal als Erwachsenen taufen zu lassen. Weil eben für uns, wir sehen auch in der Bibel immer wieder, es ist eine bewusste Entscheidung, Jesus nachzufolgen und dann kommt gleich die Taufe. Und deswegen macht es Sinn, dass das wie nahe beieinander ist. Die Taufe ist ein Symbol, es ist ein Zeichen, ein Statement dafür, dass ich mich jetzt entschieden habe für Jesus. Nochmal da kurz nachzufragen, aber wenn ich jetzt merke, ich bin auf Abwege geraten, früher hatte ich mich aber taufen lassen, ich möchte wieder zurück, soll ich mich da wieder taufen lassen? Also das Spannende ist, grundsätzlich dient auch das Abendmahl dazu, uns zu erinnern an die Taufe. Das Abendmahl ist auch ein Statement, dass ich das bekräftige, dass ich mir das wieder in Erinnerung suche. Und wenn du jetzt dich entschieden hast für Jesus, du bist mit ihm unterwegs, du hast dich taufen lassen, du hast dann warst unterwegs und du hast gemerkt, du bist weit weg von ihm, dann mach ein Statement vielleicht für dich nochmal ganz bewusst, dass du mit Jesus unterwegs bist. Nimm das Abendmahl und erinnere dich an deine Taufe, das würde ich dir sagen. Michi, bekomme ich den Heiligen Geist vor der Taufe oder nach der Taufe, während der Taufe? Der Heilige Geist ist mir persönlich jetzt schon vor der Taufe begegnet. Ich erlebe das in der Kirche als unterschiedlich. Die einen Leute erleben den Heiligen Geist, bevor sie überhaupt glauben, weil der Heilige Geist ihnen erscheint. Das ist nicht unbedingt geknüpft an die Taufe, wie der Heilige Geist mir begegnet. Nochmal kurz auf die Kinder oder als Jugendliche darauf zurückkommen, wie thematisieren wir die Taufe bei unseren Teenagern in der Kirche? Also wir segnen ja im ICF die Kinder, wir haben die Kindersegnung im Unterschied zur Taufe und haben dann im Teenageralter, während des 180 haben wir die Graduation-Kurse. Das sind eigentlich die Vorbereitung auf die Taufe. Graduation ist so eigentlich dann die Feier, wo wir feiern, dass die Teenager den Glauben an Jesus persönlich erleben und während dieser letzten Jahre im 180 werden sie einfach herangeführt daran, was bedeutet die Taufe, was bedeutet es, Gott persönlich zu kennen und die Taufe ist dann wie ein Highlight da drin. Wie ziehen wir da die Eltern mit ein? Mit persönlichen Gesprächen, also wenn ein Teenager im ICF sich taufen lassen will, suchen wir den Kontakt zu den Eltern und klären mit ihnen zusammen, wie wir das konkret dann machen. Yes, heute taufen in der Celebration und wenn du noch nicht getauft bist, ich lade dich wirklich ein, dir zu überlegen, wann du vielleicht das als nächstes machen kannst. Wir werden im November wieder Taufen haben, also melde dich doch an und sei dort am Start, wenn du noch nicht getauft bist, weil das ist so kraftvoll und es wird in deinem Leben was bewegen. Dave, es hat in unserem Leben was bewegt. Ja, absolut. Und ich danke dir vielmals, dass du heute da warst und mit uns ein bisschen behind the scenes geguckt hast. Hey, danke. Hinter die Coming Home Group und dir wünsche ich jetzt einen ganz coolen Sonntag, gute Zeit.